Das Stille, meine Damen und Herren, dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama begibt sich auf die erste Reise des Jahres und besucht die tibetische Siedlung Belagobi. Systematische Auslöschung der tibetischen Sprache löst Alarm aus, da die Militärpräsenz an der buddhistischen Akademie Ladunga zunimmt. CTA trauert um den ehemaligen indischen Premierminister Manmohan Singh und den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter. Sejong Bemba-Tsering beglückwünscht die Führer der parlamentarischen Tibet-Unterstützungsgruppe Japans. Sejong Bemba-Tsering verurteilt Chinas Sanktionen gegen das Tibet-Komitee in Kanada als transnationale Unterdrückung. Bildungsministerium startet dreitägige Führungskonferenz für tibetische Schulleiter. Estnische Delegation besucht tibetisches Parlament im Exil. Tibetisches Büro ist Gastgeber des chinesisch-tibetischen Neujahrstreffens in New York. Nach fast 4 Monaten Ruhe in seiner Residenz in Dharamsala trat seine Heiligkeit der Dalai Lama seine erste Reise im neuen Jahr an. Tibeter und Einheimische säumten die Straßen von seinem Haus bis zum Kotwali Bazar, um ihn zu verabschieden und seinen Segen zu erbitten. Seine Heiligkeit brach heute Morgen gegen 9 Uhr nach Delhi auf. Seine Ankunft in der tibetischen Siedlung Belagobi, einer der größten tibetischen Gemeinschaften im Exil, ist für einen längeren Aufenthalt am 5. Januar vorgesehen. Die tibetische Sprache ist zunehmend von der systematischen Politik der chinesischen Regierung bedroht, aus dem Bildungssystem entfernt zu werden. Jüngste Berichte in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die tibetische Sprache bei den bevorstehenden Aufnahmeprüfungen für Hochschulen ausgeschlossen oder fakultativ gemacht werden könnte, was tibetische Studenten, Pädagogen und Künstler, für die die Sprache ein zentraler Bestandteil ihrer kulturellen Identität ist, alarmiert. Seit 2021 wurden zahlreiche tibetischsprachige Schulen gewaltsam geschlossen, darunter auch preisgekrönte Einrichtungen und Klosterschulen, als Teil eines umfassenderen Vorstoßes zur kulturellen Assimilierung. Das jüngste Weißbuch der Regierung der Volksrepublik China betont die nationale Einheit und stellt die ethnische Identität und die traditionellen tibetischen Praktiken in den Hintergrund. Maßnahmen, die den Unterricht in den meisten Fächern auf Chinesisch vorschreiben, und die Ausweitung von Internaten haben die Bemühungen verstärkt, Tibetisch durch Chinesisch zu ersetzen. Diese Maßnahmen unterbrechen die Verbindung der tibetischen Kinder zu ihrer eigenen Kultur, was Proteste auslöst, doch die Behörden unterdrücken weiterhin abweichende Meinungen. Die erzwungene Abkehr vom Unterricht in tibetischer Sprache gefährdet traditionelles Wissen wie tibetische Medizin und Astrologie und bringt eine Generation tibetischer Jugendlicher hervor, die ihre Muttersprache nicht mehr sprechen können. Beobachter warnen davor, dass diese kulturelle Auslöschung eine bewusste Anstrengung zur Schwächung der tibetischen Identität darstellt. Eine weitere große Sorge aus Tibet ist, dass China rund 400 Militärangehörige in die buddhistische Akademie Ladunga in Tibet entsandt hat, die von Hubschraubern überwacht werden, was auf eine verstärkte Überwachung des weltweit größten tibetisch-buddhistischen Studienzentrums hindeutet. Ab 2025 werden neue Vorschriften die Aufenthaltsdauer auf 15 Jahre begrenzen, die Registrierung von Mönchen und Nonnen vorschreiben und die Zahl der Praktizierenden verringern, wobei chinesische Studenten Berichten zufolge aufgefordert werden, das Land zu verlassen. Vorausgegangen waren jahrelange systematische Razzien, darunter Massenvertreibungen und Abrisse in den Jahren 2001 und 2016 bis 2017, durch die sich die Zahl der Mitglieder der Akademie gegenüber ihrem Höchststand von 10.000 halbierte. Die Maßnahmen sind ein Teil einer weiteren Kampagne Chinas und Kontrolle der religiösen Praxis und zur Einschränkung tibetisch-buddhistischer Einrichtungen.
Am Montag dieser Woche hielt die tibetische Zentralverwaltung einen Gebetsgottesdienst ab, um das Leben und das Vermächtnis des ehemaligen indischen Premierministers Dr. Manmohan Singh, der am 26. Dezember verstarb, und des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter, der am 29. Dezember letzten Jahres verstarb, zu ehren. Beide Staatsoberhäupter wurden für ihre unerschütterliche Unterstützung Tibets und ihren Beitrag zu weltweitem Frieden, Menschenrechten und Gerechtigkeit geehrt. Während des Gottesdienstes hob der amtierende Sejong Talam Jomachangla die tiefgreifende Wirkung ihrer Führungsrolle und ihr unerschütterliches Engagement für die tibetische Sache hervor. Beileidsbekundungen wurden an die Familien beider Führungspersönlichkeiten gerichtet, verbunden mit dem Dank für ihr Vermächtnis, des Mitgefühls und der Fürsprache. In einem Kondolenzschreiben beschrieb der amtierende Sejong Talam Jomachangla das Vermächtnis von Dr. Singh als ein Leuchtfeuer der Harmonie und Koexistenz und fügte hinzu, dass seine Freundlichkeit gegenüber den Tibetern immer mit tiefer Dankbarkeit in Erinnerung bleiben wird. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments, Khyentse Sonam Denpe, drückte seine tiefe Trauer aus und lobte das Vermächtnis des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter als Verfechter von Demokratie und Menschenwürde. In seiner Beileidsbekundung betonte Sprecher Denpe, dass Carters mitfühlender Geist und sein Einsatz für den Frieden auch in Zukunft Generationen inspirieren werden. Das tibetische Volk schloss sich der Trauer um Carter an und betete für den Frieden seiner Seele. Beide Führungspersönlichkeiten hinterlassen ein bleibendes Vermächtnis des Mitgefühls, der Gerechtigkeit und des Engagements für eine gerechtere Welt. Sejong Bemba-Tselling gratulierte im Namen der tibetischen Zentralverwaltung und des tibetischen Volkes der Abgeordneten Eriko Yamadani und Hiroshi Yamada zu ihrer Ernennung zur Vorsitzenden bzw. zum Generalsekretär der japanischen Parlamentariergruppe für Tibet. In seinen Botschaften lobte Sejong Yamadanis mutiges Eintreten für die Rechte Tibets und ihre kühne Führung gegen den Autoritärismus und äußerte sich optimistisch über ihre Rolle bei der Förderung der Sache Tibets und der Gewährleistung des Erfolgs der bevorstehenden Weltparlamentarierkonferenz zu Tibet im Juni 2025. In ähnlicher Weise lobte Sejong Yamadas konsequente parlamentarische Unterstützung für Tibet und hob sein Engagement als eine Quelle der Inspiration in kritischen Zeiten hervor. Er hob Yamadas zentrale Rolle bei der weltweiten Unterstützung von Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenrechten für Tibet hervor. Sejong bekräftigte seine Absicht, eng mit ihnen und der Unterstützungsgruppe zusammenzuarbeiten, um die gemeinsamen Ziele voranzutreiben, und lobte beide Politiker für ihr unerschütterliches Engagement für den tibetischen Kampf. Am Dienstag dieser Woche verurteilte Sejong Bemba-Tselling über seinen offiziellen X-Account die Sanktionen Chinas gegen das kanadische Tibet-Komitee und bezeichnete diesen Schritt als eine eklatante und beunruhigende Eskalation der grenzüberschreitenden Unterdrückung. Er hob hervor, dass solche Maßnahmen darauf abzielen, tibetische Stimmen in freien Gesellschaften zum Schweigen zu bringen und ein breiteres Muster der Einschüchterung widerspiegeln, das auf grundlegende Freiheiten und demokratische Werte jenseits von Chinas Grenzen abzielt. Sejong betonte, dass diese Zwangsmaßnahmen gegen eine tibetische Interessengruppe die universellen Prinzipien von Gerechtigkeit und Freiheit bedrohen und damit die Lehren seiner Heiligkeit des Dalai Lama widerspiegeln. Er äußerte die Hoffnung, dass diese Sanktionen das Engagement des CCC für die Verteidigung der Menschenrechte und der Wahrheit nur noch verstärken würden. Das Kanada-Tibet-Komitee ist eine prominente Organisation, die sich für die Rechte Tibets einsetzt und bleibt eine wichtige Stimme in der internationalen Gemeinschaft, und die Sanktionen haben bei Menschenrechtsaktivisten breite Kritik hervorgerufen. Am Dienstag dieser Woche eröffnete das Bildungsministerium der tibetischen Zentralverwaltung eine dreitägige School Leadership Conference am College for Higher Tibetan Studies in Sada. Die von Global Affairs Canada finanzierte Konferenz zielt darauf ab, die Führungsqualitäten tibetischer Schuldirektoren und Schulleiter aus tibetischen Kinderdörfern Sampota Tibetan School Society, Sampota Tibetan School Masuri in Indien und Nepal zu verbessern. Die Erziehungsgalö Talam Jomachangla, die die Eröffnungszeremonie leitete, betonte die entscheidende Rolle einer starken Führung für den akademischen und kulturellen Erfolg der tibetischen Schulen. Sie forderte die Schulleiter auf, mehr Verantwortung für die Führung von Lehrern und Schülern zu übernehmen und positive Ergebnisse zu gewährleisten.
Galön betonte auch die Notwendigkeit, dass die tibetische Jugend mehr spezialisierte Berufe ergreifen sollte. Die Konferenz, die am ersten Tag unter dem Motto Leading Learning stand, wird mit Sitzungen zum Thema Leading Culture fortgesetzt und am letzten Tag mit Strengthening School Leadership abgeschlossen. Am 27. Dezember besuchte eine Delegation aus Estland unter der Leitung von Roy Strider, Koordinator der Tibet-Unterstützungsgruppe im estnischen Parlament, das tibetische Exilparlament und traf mit dem Sprecher Kimbo Sonam Dempe und der stellvertretenden Sprecherin Döma Tseding-Derang. Die Delegation übergab ein Schreiben des estnischen Parlamentspräsidenten Lauri Hussar sowie Geschenke des Abgeordneten Juku Kallioreil und des estnischen Parlaments, in denen die Unterstützung Estlands für Tibet bekräftigt wurde. Ein ähnliches Schreiben wurde auch seiner Heiligkeit dem Dalai Lama überreicht. Parlamentspräsident Kimbo Sonam Dempe erinnerte an die dauerhafte Freundschaft zwischen Tibet und Estland und betonte das gemeinsame Engagement für den Erhalt des tibetischen Kulturerbes. Er ermutigte Estland, Initiativen für den 90. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama zu erwägen, der zum Jahr des Mitgefühls erklärt wurde. Die stellvertretende Sprecherin Döma Tseding-Derang wies auf die repressive Politik Chinas in Tibet hin, insbesondere auf die erzwungene Sinisierung der tibetischen Kinder durch Internate im Kolonialstil. Sie bedankte sich für die unerschütterliche Unterstützung Estlands und betonte, dass diese Solidarität Chinas Darstellung Tibet als isoliert widerspreche. Der Besuch unterstrich die starken Bindungen zwischen Tibet und Estland im Rahmen der weltweiten Bemühungen um Gerechtigkeit und den Erhalt der tibetischen Identität. Das Tibet-Büro in Washington D.C. war Gastgeber eines chinesisch-tibetischen Neujahrstreffens in New York, das den Dialog und die Einheit zwischen Tibetern und Chinesen förderte, darunter Demokratieverfechter, Intellektuelle und Jugendliche. Die Veranstaltung, die von lokalen tibetischen Organisationen unterstützt wurde, hob die Vision seiner Heiligkeit des Dalai Lama von Gewaltlosigkeit und dem Ansatz des mittleren Weges hervor. Zudem Gyatso, der chinesische Verbindungsoffizier des Office of Tibet, betonte die kontinuierliche Zusammenarbeit mit der chinesischen Gemeinschaft und würdigte die verstorbene Historikerin Li Qianglin für ihr Beitrag zum Verständnis der tibetischen Geschichte. Bei dem Treffen gab es kulturelle Darbietungen von Schülern der New York Wisdom Garden Tibetan Weekend School, die die Bemühungen um den Erhalt der tibetischen Sprache und Kultur im Exil präsentierten. Prominente chinesische Persönlichkeiten, darunter Hu Ping und Zhou Fengsuo, lobten die Förderung des Friedens durch seine Heiligkeit und die Bedeutung des chinesisch-tibetischen Dialogs und riefen zur weiteren Zusammenarbeit auf. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.